Hallo und herzlich willkommen bei Angebumst. Mein Name ist Dirk Ludewig. War natürlich völliger Quatsch. Hallo und herzlich willkommen bei Pau. Ich bin Nico, ein paar von euch kennen mich ja schon. Und die Ortskundigen in Bielefeld, die haben es sicherlich schon erkannt, auch die Zuschauer vom letzten Mal. Wir sind hier wieder im Lichtwerk. Das hat nichts mit meiner geografischen Bequemlichkeit zu tun oder weil wir wieder einen neuen Movie-Talk machen. Nein, wir haben uns heute auf einen bestimmten Film konzentriert und das ist The Place Beyond the Pines. Der hat heute nämlich Premiere und gab heute in Deutschland, das wurde das erste Mal ausgestrahlt. Dieser Reporter war schon drin. Und ja, der Film, ganz kurzer Überblick, ein Crime-Drama-Epos, dauert 2 Stunden 20 Minuten. Wir haben einen tollen Cast, wir haben Bradley Cooper als aufstrebender Kopf, wir haben Eva Mendes, wunderschön anzusehen, wir haben Ray Liotta mal wieder als Schurken und wir haben Ryan Gosling in Blond. Also, das ist vielversprechend und bevor ich jetzt gleich meine Meinung zum Film abgebe, haben wir ein paar Stimmen für euch gesammelt und die Meinung von anderen mal aufgefangen. Schaut's euch an. Ja, ich fand ihn sehr, sehr interessant, der Film. Ich fand ihn spannend. Und wenn man so den Film betrachtet, er gliedert sich ja in 3 Teile. Ja. Und der erste Teil, muss ich sagen, war sehr, sehr spannend. Sowohl vom Rhythmus her als auch vom Inhalt. Und natürlich vom Hauptdarsteller. Namen weiß ich im Moment, kann ich mir noch nicht so merken. Und während dem dritten Teil lässt das Ganze so ein bisschen nach, auch in der Dramaturgie, finde ich dann. Da ist ein bisschen zu sehr aufgetragen und der Schluss ist also auch nicht ganz so. Aber ich muss sagen, insgesamt ist es sehr beeindruckend. Es ist ja eine neue Generation von jungen Regisseuren, die hier am Werk sind. Und es ist wirklich was Neues, Gutes, Kommendes. Wer war denn besser? Bradley Cooper oder Ryan Gosling? Konnte man ja schon jetzt direkt so die Parallele zielen. Wer hat dir besser gefallen? Ryan Gosling. Warum? Weil er einfach menschlich gesehen, denke ich, trotz seiner Fehltaten eben trotzdem noch irgendwie eine bessere Persönlichkeit hatte, fand ich. Und kann Ryan Gosling blonde Haare tragen? Ist das in Ordnung oder sah zu daneben damit aus? Also mein Geschmack ist nicht. Und vielleicht noch etwas, was diesen Film besonders macht, was ihm besonders gut gefallen hat, also jetzt von so vielleicht stilistischen Elementen oder so, was hat ihm besonders gut gefallen? Ja, mir hat eben einmal diese Themen, das sich ja immer wieder fortsetzt in diesen 3 Folgen, sehr gut gefallen. Stilistisch, es war auch ein unterschiedlicher Rhythmus jeweils in den 3 Teilen dabei. Und was natürlich inhaltlich bedingt war auch. Ja. Ne? Und das fand ich schon sehr gut gemacht. Ja. So, ihr habt jetzt schon ein paar Stimmen zum Film gehört. Da will ich auch mal ganz kurz meine Meinung abgeben. Ich bin riesiger Ryan Gosling-Fan. Und auch hier in diesem Film brilliert er wieder, absolut. Der Film ist in 3 Teile unterteilt und die sind sehr, sehr interessant und spannend miteinander verknüpft. Ein paar Dinge sind schon leicht konstruiert und die Parallelen zu Drive, ich meine Stuntman, ich meine Schweigsam und naja, arbeitet bei einer Autowerkstatt, die sind nicht zu übersehen. Man muss ein bisschen schmunzeln, aber dennoch hat der Film auf jeden Fall eigene Ideen und tolle Ideen. Der Film hat einen grandiosen Cast. Ich habe lange überlegt, ob ich Bradley Cooper besser fand oder Ryan Gosling. Es ist dann wieder Gosling mit seiner unfassbar intensiven Art, der ihn so unglaublich gut macht. Sehr, sehr, sehr schade, dass nach Only God Forgives, sein nächstes Werk mit Nicholas Winding Refn, wird er eine Pause machen. Finde ich persönlich sehr schade. Ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich aus persönlichen Gründen. Allerdings, der Film, tolle Aufnahmen, tollen Soundtrack, ein paar Längen möchte ich auch gar nicht kaschieren, der ist halt lang, aber für alle Gosling-Fans, für alle Fans, die diesen Sommer vielleicht ein bisschen zu viel Blockbuster gesehen haben und ein bisschen runterkommen wollen und Fans des anspruchsvollen Kinos, dem kann ich diesen Film nur ans Herz legen. Schaut ihn euch an, bildet euch eine eigene Meinung, schreibt die vielleicht einfach bei YouTube darunter, wenn ihr komplett mit mir anderer Meinung seid, lasst es mich wissen, kackt mich richtig an und wer war besser eurer Meinung nach? Das ist nämlich die Frage. War Bradley Cooper besser oder Ryan Gosling? Und kann Ryan Gosling blond tragen? Alles klar, vielen Dank, das war's von meiner Seite aus im Lichtwerk. Macht's gut, Pau, voll in die Fresse. Verdammt, ja natürlich, jetzt werde ich hier gerade aufmerksam gemacht, dass ich wieder was vergessen habe, natürlich. Wir haben auch schon die Kritik von jemand anderem, von unserem Kinoexperten nämlich, und die ist schon bei nerds.de online. Also die könnt ihr gleich nachlesen, euch vorher eine Meinung bilden und dann meine Meinung auseinandernehmen oder gucken, ob wir passen. Ich habe es noch nicht gelesen. Alles klar, gut, jetzt aber Pau voll in die Fresse. Macht's gut.